Hier, irgendwo, nirgendwo, geht das Abenteuer weiter bei Tales of Symphonia. Ja, Freunde, willkommen zurück. Der letzte Part war ja immens, also vor allem, was natürlich Informationsgehalt betrifft. Ich meine, alter Schwede. Erstmal die Ketten dieses Mythos Yggdrasil an dieselbe Person sind, dass sie irgendwie 4000 Jahre alt sind und Yuan und Kratos auch. Und dann muss man gegen Kratos fighten und gefangen genommen. Und Wigglebärsch, das Kamehameha, hat uns damit da rausgeholt mit Son Gokus Lieblingstechnik und das ist einfach verrückt. Wie geht es eigentlich genau ab? Ja, gute Frage. Nächste Frage, was ist eigentlich das hier genau? Ein Warp, wohin? Nu, komisch. Das ist ein Transporter. Vielleicht gibt es ein Ziel oder ein Problem. Mann, was machen wir jetzt? Wir können nicht hier bleiben. Leute, ich fliege mal hoch und sehe mich um, ja? Okay, aber tu nichts Gefährliches. Ich weiß. Hui, hui, wie das aussieht. Ach, hier sehe ich nichts. Hier wird doch nichts passieren. Lass sie mal machen. Ja, gut, lass sie mal machen, okay. Diese Kiste muss im Weg sein. Die heilige Stadt Velgaia. Okay, wir sind also hier in der heiligen Stadt. Und ich steuere Colette. Hey, cool. Was? Okay, greifen. Ja, ist bloß. Okay, mal. So. Dann schiebe ich die mal weg. So. Problem bereits gelöst. So. Was machst du jetzt da? Hat doch einfach in die Hände geklatscht. Das ging ja schnell. Das Problem scheint behoben zu sein. Ich weiß. Okay, gehen wir. So schnell kann es gehen. Ansonsten sind wir komplett zu weit. War genau 8 Personen. Sehr gut. Ja, also bevor wir jetzt da oben weitergehen, wir können natürlich hier noch weiter. Die Frage ist, wo geht es hier genau lang? Das ist auch ein Transporter. Wo bringt uns denn der wohl hin? Nirgendwo. Geht gar nicht, okay. Velgaia, also die heilige Stadt. Dafür wäre in Derris-Khalan. Aber vielleicht ist Derris-Khalan der ganze Ort und das ist nur die Stadt oder so. Oh, keine Ahnung. Mal gucken. Siu, siu, siu. Oh. Überall Engel, sehr schön. Das scheint aber richtige Engel zu sein. So ne. コレットは天使だからいいとして、私たちは連行されているふりをしましょう。わかったよ。 Naja, ob das klappt, bin ich mal gespannt. So, hallo, wir sind gefangen, also muss ich da Colette wechseln. Wäre irgendwie logisch, aber. Naja, ich lasse. Naja, Moment mal. Kann ich sie Anzeigecharakter schalten? Zack. Ein Engel, hallo zusammen, ich bin ein Engel, haha. Der Strom des Mana muss bald umgekehrt werden. Doch das System ist außer Kontrolle geraten, nachdem der Schutz des Keims schwächer geworden ist. Wir müssen etwas unternehmen. Lord Yggdrasils Wunsch ist es, die beiden Welten in ihrem jetzigen Zustand zu bewahren. All das Mana von Derris-Khalan fließt in den göttlichen Keim, dessen Leben Lady Martell mit ihrem Leben beschützt hat. Die Menge des Mana, das vom göttlichen Keim gespendet wird, ist so gering, dass sie durch den niedergehenden und erblühenden Zustand der beiden Welten begrenzt werden muss. Allerdings, sobald Lady Martell wieder erweckt wird und Lord Yggdrasil die Ehre der Halbelfen verkündet, wird die Versorgung der beiden Welten mit Mana keine Rolle mehr spielen. Genau. Okay, also was ich noch nicht ganz kapiere ist, wieso ist der für euch der große Herrscher? Man, hallo, hier ist irgendwie richtige Engel und Yggdrasil und Kratos und so sind nur Halbelfen, oder seid ihr auch Halbelfen zu Engel mutiert, weil, ganz ehrlich, die haben richtige Engelsflügel hier und die anderen, also sprich Kratos, Colette und so, sind alle nur so Pseudo-Engelsflügel, klar, das sind auch wirksam, aber trotzdem so ein bisschen pseudomäßig. Ich verstehe es nicht, aber egal. Okay, wer bist du? Es ist schon eine Weile her, seit ein Nicht-Engel in Velgaia gesehen wurde. Ich bin doch ein Engel, ich bin Colette. Und abgesehen von unserem Anführern, 800 Jahre ist es her, dass ein Wesen ankam, das im Schrein von Martell bestimmt war. 800 Jahre? Okay, warten das? Aber ich rede das. Nö, nix, okay. Kann ich auch sprechen? Kann ich fliegen? Wäre ganz cool. Kollege, kannst du fliegen? Nö, natürlich nicht. Feuer schießen. Yeah, yeah. Okay, mit dem kann ich also nicht quatschen.
Schade, schade, mit denen natürlich auch nicht. Wo gehe ich jetzt lang? Blub. Mal gucken. Man könnte es mal versuchen, wa? Attacke! マナのかけらをください。マナのかけらは配布中止だ。元のエリアに帰りなさい。分けてくれねえのかよ。人間か。これはクルシスの奇跡を研究するための素材よ。ハイエクスピアン。そうか。確か人間を使った研究が行われていると言っていたな。そうなの。そのためにマナのかけらが必要になったのよ。わかった。では身分証明書を提出してくれ。そんなもんいるのかよ。当たり前だ。Ups. クラトス様。巫女の儀式の準備のためにマナのかけらが必要になった。そちらに使いを送ったので彼らに届けさせてくれ。Was? Also entweder ist das ein purer Zufall, wir haben echt affenmäßig Schwein, oder aber das sieht uns und ist doch auf unseres... Aber, hey, ist mal Verräter, mal Freund? Ich verstehe das Ganze nicht. わかりました。それ俺たちのことだ。まさかお前たちがクラトス様の使いなのか。おう。人間は黙っていなさい。クラトスさんは仲間だったんですよ。しかしさっきハイエクスフィアの研究に使うと言っていたんだ。そうよ。ちょうど儀式にも必要だからということで私たちが取りに来たの。急いでちょうだい。しかし身分証明書がなくてはな。それにお前たちはディザイアン階級のようだし人間も混じってるし。つべこべ言ってる場合か。あんまり待たせるとユグドラシルが怒るんじゃねえのか。そうだよ。ユグドラシル様に逆らうと怖いよ。わかった。 Dass er es glaubt. 必ず届けてくれよ。 Wir haben's geschafft. Professor Wayne, hey. Schweigmensch. Das fand ich noch ganz geil. Ja, hier sind so die Halbelfen, die Kings und so. Alter, ist das verrückte. Ja, schöner Grafikbatsch. Sehr gut. Wo geht's hier lang? Dann kann ich nicht da. Ist. Oh, doch, kann ich natürlich auch noch da lang. Alter, wo kann ich überall hin? Überall kann ich irgendwo hin. Da ist er verrückt, hey. Okay, wir haben alles, was wir brauchen für Colettes Rettung. Die Frage ist bloß, können wir das so selber machen? Müssen wir dazu halt Tesse zurück, vermutlich schon war. Mal gucken, was jetzt hier Schönes. Eine Kiste, eine große Kiste. Oh, es ist eine verfluchte Waffe. Sehr gut. Apokalypse gefunden. Eine Waffe der Finsternis. Wollen wir ganz kurz gucken. Waffe der Finsternis. Wir haben jetzt eigentlich schon davon. Okay, wir haben Nebilim. Ist hier ein, nicht wahr? Dann haben wir noch das Auge der Finsternis ist hier eine. Der Schattentänzer. Dann natürlich Diablo. Obwohl, Moment mal. Wenn es um die Grünen sind, Waffen der Finsternis oder was? Und das ist gar keins. Doch, Moment, meine Waffe, der im Fluch liegt. Der Finsternis beschwört. Diablo. Und das Chaos pulsieren hören. Nochmal Zerstörungskraft, Apokalypse. Welche Waffe verfluchte? Eine gute Frage, wa? Na gut, Moment mal. Also das ist garantiert eine, das auch. War das einfach mal, obwohl. Ne, Moment, ich kann es abwerfen, nein, ist gar keins, wa? Moment, kann ich auch abwerfen. Hä, das zerstört auch keins? Natürlich nicht, diese Hammer zu Ende. Das ist Quatsch, ey. Also, Moment mal, kann ich. Okay, mal gucken. Also es ist eine verfluchte Waffe, aber es ist keine der... Ach so bösen. Verfluchte Waffen, Finsterwässer. Weil eben die kann ich gar nicht abwerfen, aber die kann ich abwerfen. Okay, das geht natürlich auch nicht, klar. Also das auch eins, soweit so gut. Das ist aber wiederum keins. Ja, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 Stück von 7. Oh, noch 3.
dann natürlich ein bisschen kacke. Oder habe ich vielleicht irgendwie noch etwas? Nö, also, na, egal. Egal, wir haben hier oben einen gefunden. Ist auch schon mal etwas wert. Servus. Ich habe gehört, dass Origin versiegelt ist. Was ist das für eine Macht, die den König der Elementargeister festhalten kann? Origin ist jetzt nicht Maxwell, sondern Origin. Interessant. Der Ursprung von allem war. Hier jetzt gar nichts. Aufzug aktiviert. Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung. Mal gucken, wo wir 1E. Den können wir natürlich auch quatschen, sehr gut. Ein Desienengel und ein Engel niedrigen Ranges mit menschlichen Gefangenen? Das ist merkwürdig. Hä? Menschliche Gefangenen? Moment mal. Verstehe ich nicht ganz. Wir sind 8 Stück im Team. 2 davon sind Halbelfen. Weil Colette, die ja vom Menschen zum Engel wurde. Oder so mehr oder weniger halt. Aber der Rest von uns sind doch Menschen. Ist jetzt Colette der Desienengel oder ist er der Engel mit niedrigen Rangen? Wer ist der andere? Das ist merkwürdig, finde ich gerade auch. Angeblich hat sich einer der Anführer auf Lord Yggdrasils Befehl hin um Origins Versiegelung gekümmert. Ich wünschte, ich würde auch so viel Vertrauen genießen. Okay, also Yggdrasil oder einer seiner Männer hat dafür gesorgt, dass Origin versiegelt wurde. Wieso? Ich meine, wozu gibt es überhaupt so eine Herde Elementargeist, wenn die schwächen, und sprich halt die anderen, mit denen haben wir Pakte geschlossen und so. Und die haben dann irgendwie, ja, wie gesagt, Pakte geschlossen und konnten so halt die ganzen Mana-Ströme deaktivieren. Das gibt doch irgendwie gar keinen Sinn. Also natürlich, das wollte es irgendwie, oder dachte sich, es spielt sowieso keine Rolle. Wenn was passiert, kann ich immer noch Origin freisetzen. Keine Ahnung. Erstmal richtig hinsetzen und dann mal die anderen Stockwerke noch absuchen. Nächster Engel. Ich bin nicht interessiert. Verschwindet. Okay. Und oben der Klotze. Oh, ich meine, das ist ein richtiger Elf, der richtige spitze Ohren. Hä? Verstehe ich nicht. Es gibt Engel, die haben richtige spitze Ohren wie Elfen, andere wiederum nicht und ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Gut. Schauen wir mal auf der 3. Etage was hier so Schönes gibt. 3E. Oh weh, oh je. Ist ja auch ein Engel? Hier hat's gar keinen Engel. Ah, interessant. Da war auch eine Kiste. Mensch, Kind, hey, auf leere Räume. Wieso denn da hast du jetzt auch nichts? Crazy. Okay, mal zum 4E. Nachher haben wir bereits alle durch. 4. Etage. So, sind wir noch gespannt. Ist dann, ja. Aber so ein richtiger Elfenengel. Mit richtig langen, spitzen Ohren. Hier gibt's auch nichts. Dito? Alter, so. Wer bist du jetzt? Solange Origin schläft, wird das ewige Schwert Lord Yggdrasil gehören. Ja, ist das soweit klar? Ist ja soweit klar. Wir müssen also irgendwie das Siegel von Origin brechen. Am natürlich vorher noch Colette retten oder irgendwie von ihrem Fluch befreien, whatever. Wir haben also noch viel zu tun. So, hier unten war überall. Gehen wir hier lang. Ah, da scheint gleich noch mehr Engel. Irgendwo Remiel noch. Das ist ein bisschen auffällig. Ne, rufen wir, dass der hinüber ist. Sonst gibt es eventuell ein Problem. Ach du Scheibenkleister, okay. Velgaia, die heilige Stadt. Okidoki, was passiert nun? Hey, schau dir das mal an. Ist das ein riesiger Transporter? Vielleicht können wir den benutzen, um zur Oberfläche zurückzukehren. Das wäre zumindest eine gute Idee, aber wollen wir das bereits? Wollen wir noch ein bisschen uns umgucken? Ich gehe mal, wa?
Kein Bock mehr drauf. Da geht sowieso nicht weiter. Okay, vielleicht kommen wir nochmal hier hin. Könnte ja sein. Naja, da gibt es vielleicht hier noch etwas Besonderes. Also erstmal ein bisschen umgucken. Kann natürlich nie schaden. Mit dir quatschen noch. Come on. So. Warum gibt es Menschen? Das entzieht sich meinem Verständnis. Ich muss dem nachgehen. Weil es vielleicht verschiedene Völker auf der Welt gibt? Menschen, Elfen, Halbelfen, Engel. Shit happens. Warum gibt es Menschen? Blöde Frage. Ein bisschen gleiten. Moment mal, ich hatte gerade was gesehen. Im Hintergrund. Ja, vielleicht irgendwie was, achso, da den vielleicht auffüllen. Mit dir vielleicht? Komm schon. Auch nix. Menno. So, was bringt das jetzt? Hier schon mal gar nichts. Ja, vielleicht für später. Wer weiß das schon? Was jetzt für eine Technik haben die hier? Naja. So, dann ein weiterer Engel. Ah, du bist ein wunderschöner Engel. Ein Mensch, da ich keinen Befehl habe, dich gefangen zu nehmen, bist du für mich irrelevant. Oh, dankeschön. Du für mich auch. Tschüss. Die sind ja richtig höflich hier. Was ist denn hier sonst noch so? Nicht sehr viel mehr, wer bist du? Kleidung ist bedeutungslos. Wenn man ein Engel geworden ist, fühlt man die Hitze und Kälte nicht mehr. Ja, dankeschön. Der Kollege hätte auch schon mit lebendigen Leib erfahren müssen. So Quatsch, ey, prüfen. So, was kann ich hier? Die scheint die Datenbank der Stadt zu sein. Professor, wissen Sie, wie die funktioniert? Mal sehen. Ich hab's. Wir können Daten von dem Terminal abrufen. Ist so cool, okay. Diris Kalan. Diris Kalan wird durch das Kraftfeld des ewigen Schwertes geschützt. Wird dieses Kraftfeld aufgehoben, so löst sich Diris Kalan aus der Anziehungskraft des Planeten und wird durch das All driften wie ein Komet. Oh. Gar nicht schön. Prolongationsprojekt, was soll das sein? Die Welt wurde geteilt, damit der Verbrauch des Mana auf ein Minimum reduziert werden konnte und um die Versorgung der Welt und des göttlichen Keims mit Mana sicherzustellen. Die Elementargeister sollten außerdem die Mana-Connex bewachen und den Fluss des Mana begrenzen, wodurch das Aufblühen der Welt verhindert wurde. Das Aufblühen der Welt führt zur Entwicklung von Magietechnologie, die wiederum zu sinnlosen Kriegen führt. Deswegen immer wieder der Neustart der Welten war. Ewiges Schwert. Als Yggdrasil einen Pakt mit Olgierd einging, bekam er das magische Schwert. Die Macht des Schwertes kann Zeit und Raum kontrollieren, was wir auch schon mal Tales of Xillia gesehen haben. Man sagt, es sei die Quelle der Kräfte von Yggdrasil. Yggdrasil konnte mit der Kraft des ewigen Schwertes die Welt spalten. Ging dieses Schwert verloren, so nahm Yggdrasils Kraft ab. Okay. Und auch Velgaia würde dem Untergang entgegensehen. Ups. Wäre natürlich doof, aber jetzt wissen wir zumindest, wie wir irgendwie Yggdrasil aufhalten können. Ja. Wir haben wertvolle Informationen erhalten, das ist mir doch auch klar. Ich muss trotzdem jetzt noch mal ein bisschen umgucken. Wer weiß, vielleicht kommen wir nie wieder hierhin zurück. Könnte ja sein. Okay, einkaufen. Verkaufsautomat, okay. Den haben wir gesucht. Weil weiß ja nie, was noch alles kommen wird. Sehr schön. Das freut mich doch. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Wenn ihr etwas benötigt, könnt ihr es am Verkaufsautomaten erwerben. Wieso ist es eigentlich so hoch oben? Verstehe ich auch nicht. Egal, und es geht abwärts. Velgaia. Die heilige Stadt und die Stadt der Engel. Das ist eine kuriose Stadt vor allem. Was ist das? Ist das ein Informationsterminal? Blub, blub. Es ist nutzlos, es funktioniert nicht. Echt? Oh! Ist klar. Oh, es funktioniert.
Ah, das ist einfach unsere süße Colette, Mann, die wir am liebsten sofort vernaschen. Ja, erzähl, das ist gut. Ich bin froh, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Ein Aufzug, der zur Oberfläche führt, befindet sich im Zentrum. Dieser gewartet werden, benutzt mit dem Notausgang im Hinterbereich des Plandistrikts. Ah, sehr schön, sehr schön. Sprich, hätte ich jetzt einen anderen Freund benutzt, hätte ich vermutlich bemerkt, oh, es geht gar nicht, was mache ich falsch, wäre ich hingekommen und gesehen, ah, okay, deswegen nicht und muss halt den dort hinten nehmen. So, wir jetzt noch hier gucken, was hat es denn hier noch Schönes? Prüfen. Der frisch aktivieren. Ja. Cool. Was macht der andere? Das ist auch eine gute Frage. Der Part ist so langsam vorbei. Das mache ich jetzt noch ganz kurz. Es dauert ja nicht mehr lange. Mit richtig himmlischer Musik. Wenn eure Funktion beeinträchtigt ist, bedient euch des Erfrischers. Schon wieder ein, oder was? Ja, Aktivierung. Jetzt? Wie, jetzt haben wir gleich? Wieso ein Data? Ist okay. Okay, fahren wir weiter. So, wir sind da frisch, im Schritt zumindest. Wir haben mit alle Items aufgestückt und ja, müssen noch ein bisschen trainieren. Was? Ich schätze mal, nächster Kampf gegen die Endbosse, sprich gegen Yggdrasil und so, wird vermutlich erst auf Level 70 stattfinden. Aber egal. Hier war ich auch noch nicht, wa? Okay, zack. Wir haben ja noch viel Zeit. Hier ist auch nichts. Okay, okay. Gut. Das war's, Freunde. Hier im hinteren Trakt. Ach, was schließe ich immer für einen Pakt? Tja, vor allem mit Origin zu schließen, wäre natürlich ganz genial. Ganz kurz gucken und etwas überprüfen jetzt, wenn ich schon mal dabei bin. Achso, deswegen steht er hier, aber jetzt natürlich direkt sagen. Warte, zeig mir eure Ausweise. Bah, immer wollen sie wissen, wer wir sind, hey. Du bist ein Mensch. Schweig. Er ist hier, um an einem Experiment teilzunehmen. Entschuldige uns. Wir besitzen keine Ausweise. Uns bleibt keine Wahl. Wir sollten Notausgang nehmen. Ja, okay, jetzt weiß ich natürlich bereits davon. Weiß nicht, vielleicht wäre Lois Antwort jetzt ein bisschen anders gewesen, wenn gar kein... Was ist denn da drunten? Also sprich, vielleicht wäre die Antwort anders gewesen, wenn wir noch keine vom Notausgang wüssten. Könnte natürlich sein. Aber gut, ich habe jetzt irgendwie verpeilt oder so. Wie auch immer. Leute, geht bitte mal da hoch. Dankeschön. Ich nehme den Notausgang. La la la. Ganz geschwind gleiten und ab zurück zur Oberfläche. Wenn es wirklich so einfach geht, wir werden natürlich ein bisschen überrascht, aber... Das sieht wie ein Notausgang aus. Okay, los, bevor uns noch jemand entdeckt. Nein, sie haben uns bereits entdeckt. Ach, nö. Das sind sie! Ihr seid die vorgegeben haben, für Lord Kratos zu arbeiten. Es ist die Auserwählte. Die Auserwählte Mana ist geflüchtet. Mist, wir müssen hier verschwinden. Aber ganz schnell. Wir gehen schon mal. Tschüss. Nein! Ich werde Ihnen folgen. Du, berette Lord Yggdrasil hiervon. Verstanden. Okay, und jetzt, was sind wir jetzt hin? Hä? Was sind wir hier? Verachtet? Keine Ahnung. Also irgendwie erinnert mich die Umgebung gerade ein bisschen an Pokémon XD, wenn ich ganz ehrlich sein soll, und Pokémon Kolosseum. So ein bisschen älterer Titel, aber damals etwa ähnlich. Wobei, der Titel war Gamecube-Zeit und das Spiel war ursprünglich auch für den Gamecube. Egal, Leute, es weitergehen wird, das waren wir dann das nächste Mal hier bei Tales of Symphonia Chronicles. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.